Goedemorgen. Dat is je schijn hier waren op zondagschool te zijn. We daar nog een Bibelstund. En Marvin zei om aanvang also wat mij zo duidelijk ging. Hoeveel dingen worden niet gedaan, wenn du als Christ niet in verantwoording is. En ik had dit jaar met een drukke jaar. Want dit jaar te eng wat zijn. Dan was ik zoals also bij 150 boodschappen gemerkt haben. En dat merkt dat zoveel zoals, wow, wo blijft nog mijn tijd voor mezelf? En dan was maar met mij op een gewassen klinkt, dan viel het mij zo, nou, waar was morgen arbeid goed? Dat leven is te kort en de eeuwigheid te lang te veel zijn. En ik wil niet veel zijn. Zo, wanneer ik hier van jou zie, dan zie ik hier, wenn ik hier wel zijn. En wenn ik dankbaar zie, dat God mij gebruiken kan. En ons thema van dreieinigheid, ik zo dankbaar dat er zo'n broer nog weer te mij zei, hey, weet je wat, du fehlt nog een ding, bieten dan. So van daar wil ik mij met jullie op aan de avonturen aangeven, voor de twee grote nummers, wat we im Nieuwen Testament hebben voor Jezus. We gaan door God zien, en we gaan door de mensen zien. En deze twee nummers, die zijn voor ons een beetje interessant. We weten niet ganz genau, wie die brücken willen. So, mensen zien en Gottes zien. Op Spanisch gebruiken we de terminus Hijo de Dios, Hijo del Hombre. En dat zijn de twee nummers wat daar besonders de evangeliumspreker gebruikt worden om allemaal van Jezus reden. Dat wordt zien, oder Hijo, dat is bij ons vandaag dag een zeer eenvoudig woord. Wat betekent dat wanneer je een zin hebt? Dan is er zijn Papa, okay? So, dat is recht. Du kannst nicht een Sehen haben und ein Vater sein. Okay, so, wenn er een Sehen hat, dann hat er een Vater. Aber mehr als das, was bedeutet das für uns, wenn wir denken an Hijo? Ein futuro, okay? Vielleicht, okay? Ich will Ihnen mal sagen, was Sie denken. Also, wenn Sie das nicht selbst wissen, dann will ich Ihnen das sagen. Das erste Ding, was an uns passiert, wenn wir reden von einem Kind, ein Hijo, dann sagen wir, das ist die zweite Generation. Okay? So, Vater, und dann sehen, dann wo wir sagen, der Vater wie ich, und dann der zweite als die sehen. Also, dann denken wir an Generaciones. Kommt jemand, was ich sage? Stammt dort auf wie so ein Ding? Okay, so ich glaube, ich habe mit Ihnen taub da hier. Wir haben Schwierigkeiten, mit das Wort sehen und Jesus zu bringen, wenn wir fühlen uns dann so, okay, Gott ist der Vater und er hat ein Sehen mit der Jungfrau Maria taub, dann wird Jesus geboren und dann fängt alles an. Und das ist schuld, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen. So, du willst sagen, ich freue mich, dass er mich fragt, hey, kannst du mir das schaffen? Ich will das so hier und da. Zum Anfang, dann wollen wir uns dann über die Titulus, wo wir dort auf Spanisch nennen, diese Nummers, werden wir uns dann aber noch eine andere Hinsicht haben bechecken. So, wir haben uns gesagt, dort sehen, fällt uns bloß wie, okay, ihr schwere Führer, dann wird er sehen, also por generaciones. Was fällt uns bei, wenn ein Mensch ein Sehen hat? Das meint dann, dass das Sehen, das Mensch. Ja? Wow, ich sage von der, es wäre so tätig abgeschoben oder nicht tätig genug. Wenn ein Mensch ein Sehen hat, dann meint er, der Sehen ist ein Mensch, ne? Gut. Wenn Gott dann nur ein Sehen hat, was bedeutet uns das?
Okay, so wenn wir an glättert Menschen fragen, und ich würde mal merken, frag mal andere Christen, dann wenn wir die Frau fragen, okay, was bedeutet das, wenn Jesus als Menschen sehen, beschrieben wird, dann werden die meisten Menschen, wenn die sich unter umwenden, dann werden sie sagen, okay, das meint bloß, dass Jesus wie ein Mensch. Und dann würde ich ihn zuerst fragen, was bedeutet das, wenn du sagst, Jesus als Gott sehen? Und dann würden sie sagen, na, das hat alles was mit der Natur von Gott zu tun. Kommt jemand damit? Okay, so dann wollen wir dort hinein. So der erste habe ich Schwierigkeiten mit dem sehen, wenn wir als Menschen denken, bloß einmal so, okay, der Fuhr ist dann erst, dann habt ihr ihn sehen, aber das passt nicht ganz, aber wenn uns Verstand so gewackelt ist, dann ist das bloß, wo wir denken. Und dann der zweite, okay, wenn ich ein kleiner Junge habe, das ist dann ein kleiner Carlos, das ist bloß so schafft. Du wenn heute ich meist nicht einmal der kleine Jet. Da wir mal ein Prä-Versammlung, da haben wir nun verjäten, und der West von meinem Vater heute, dann sehe ich wieder die kleine Jet, und dann wird das mit so ungebackt, dann wird bloß der kleine Jet geblieben. So, das ist nicht mal arg, aber das ist bloß, wo wir denken. Also, dann haben Menschen sehen, das ist ein bisschen ein kleiner Mensch, und wenn Gott einen Sehen hat, das ist dann ein kleiner Gott. Das ist bloß, wo wir uns denken, schaffen das. Und wir wollen uns von der aber sein gesund hiermit zu beschaffen, damit wir uns nicht selbst festfahren, wenn wir diese Nummer sprechen, was die Bibel für Jesus hat. So dann, weil wir aber losfahren mit, das hat ganz unbedingt erst was hat das zu tun mit Menschen und erst was hat das zu tun mit Gott. Und das ist okay. Dann würden wir uns, so sagen, auf folgende Rezept gegeben haben. Lest mal Matthäus, Markus, Lukas und Johannes da. In jedes Mal, wo du sagst, die Menschen sehen oder Gott sehen, und ja, streckt das mal. Dann merkt eine Lest von alle Versen, dann hör ich mal, was du hängeran sagst oder du verab. Dann wollen wir ein so schmacke Bild schreiben, von wo so das Nummer gebraucht wird. Bevor wir durchgehen an die Verschiedenheiten, weil wir uns aber das Wort sehen, ein bisschen anschauen. So, wir als plottische Menschen sind nicht die Einzigen, die Schwierigkeiten haben, wir zu finden, die Bibel übersetzen. Die Bibel, der originale Neue Testament, wie Griechisch. Griechisch ist ein so besondere Sprache, aber da so wenig wird. So, dann müssen wir für was lesen, was du sagst, und dann, was du vorher nur sagst, verstehen wir, zu was das Wort gebraucht worden ist. Das ist ein Ding, was von der Tag an alle Sprachen jährlich ist. Wir machen horchen, zum Beispiel, wenn Marvin redet von Kornplanten, dann würde er sagen Mais. Und dann muss ich, der hat Mais geplant. Naja, was ist jetzt nicht ganz, wird wie früher, ne? Aber Mais ist Korn. So, dann ist das so ein Widerspiel, wo du Mais planst, das meint, du hast Mais Korn geplant. Und wenn du sagst, ich habe Mais geplant, dann weiß der andere nicht, was du so fühlst, was du das nicht bis ganz ist. Das ist ein Widerspiel. Das passiert uns so viel an alle Sprachen. Wir haben nur ein Wort, und als wir braucht das, dann ist Jesus, na, was? Na, okay. Sehen ist ein Wort, was an der Hinsicht haben, ein Widerspiel gibt. Der Ursprung von dem Wort meint bloß, das kriegt so aus der Führer. Also, der Wort sehen am Ursprung hat nicht zu tun, nicht mal mit geboren worden von irgendwem, das hat bloß mit der Substantia. Also mit der maar dort wo dat is. Zum Beispiel, du holst Korn von einem Kornstab, das ist beides Korn, und das soll je Wort sein sehen. Also, maíz puede ser hijo de maíz. Das wird hijo kostet zu der Brot. Du kannst Wutter uit Meer schaben, dann würdest du sagen, der Wutter, was ich hier habe, ist der Sehen von dem Meer. Das kann wir nur fein verstehen. Du kannst ein Tick ausschneiden und du kannst sagen, der Tick ist der Sehen von dem Tick.
dann gleich verstehe ich, was das Wort sehen am Ursprung bedeutet. Das hat nichts zu tun mit den Keks, haben kleine Keks hier gemerkt. Das hat bloß, du hast eine Schneid von den Keks, dann sagst du, das ist nicht als Sehen von den Keks. Und ich vertraue mir, mit das gesagt, dann wird wir nur gut, an was sich das Wort Sehen enthält. Wenn ich sage, ich kann ein Sehen, das meint nicht andere, das meint nicht, dass ich einen Mensch gemerkt habe, das meint bloß, dass noch ein Mensch. Das merkt sein, nicht? Dann habe ich nicht gemerkt, dann hat der Mensch bloß noch ein kleiner Mensch durchgestellt, aber das meint, wir sind Menschen. Und das ist eine interessante Art und Weise von der Neunte. Ich will aber nicht bloß sagen, das wird das Wort bedeutet, an jemand legen lassen. Ich will mit jemand auf die Bibel durchgehen, dann will wir die Versen bechecken, dann will wir checken, oh, das wird das sein. Und ich gleich da, wenn uns der Ball answitcht, und das geht einmal so schön, wenn er ein bisschen mehr weit. Wir wollen uns nu einen Menschen sehen, nennen lassen, und dort müssen wir unbedingt, wir wollen uns ganz nicht anfangen. Gottes sehen. Wir wollen uns von dir anfangen mit Gottes sehen oder El Hijo de Dios. Wir wollen uns den ersten Text lesen, Johannes 5, Vers 17 und 18. Du hast ein Mikrofon ausgerollt, so wer einmal ein Mikrofon noch hat, ihr könnt hier lesen. Johannes 5, Vers 17 und 18. Jesus aber sagte ihm, mein Vater arbeitet bad von dir, und so arbeite ich auch. Dann versuchten die Juden noch so viel mehr am Tod zu merken. Nicht bloß, weil er den Sabbat gebrochen hat, aber weil er sieht, dass Gott sein Vater wird und sich selbst Gott gleichstellt. Okay, so Johannes Kapitel 5, lehrt uns, dass das Wort sehen als ein Titel für Wort. Was wollen die Jesus dort merken? Dort sagt nicht, dass die wollen Jesus dort merken, wenn er sagt, Gott hat Jesus gemerkt. Was sagt er da? Wenn er sich Gott gleichstellt. So Johannes schreibt da, und der braucht das Wort Gott ihn sehen, aber dort sagt er, ich sage nur um Gott ihn sehen, dort sagt er, dort Jesus sagt Gott, wir sind Vater. Aber dort steht das Wort, ich höre Dios. Und dann sagt er, die Menschen wollen Jesus dort merken. Nicht, wenn er gesagt hat, Gott hat ihn gemerkt. Dort sagt er, die wollen Jesus dort merken, wenn Jesus hat gesagt, hey, wir machen Gott aber soll gestorben. Komm jemand, du hast einen Kek, dann hast du eine Schneide, dann sagst du, das ist bloß das Sehen von dem Kek. Jesus sagt, Gott ist mein Bruder. Und du sagt Jesus nicht, Gott hat mich gemerkt. Du sagt, ich sehe Gott gleich. Das ist wichtig, dass wir horchen, wo ein Vers sich selbst ausspricht, wenn du da liebst, was wir bedienen. So im ersten Fall habe ich Johannes 5 und dann sagt er, oh, dort sagt nicht, Gott hat Jesus gemerkt. Jesus sagt, ich sehe Gott gleich. Und dort wird die Schwierigkeit bei den Juden. Dann wollen wir Johannes 10, Vers 30 bis 33 lesen. Johannes 10, von Vers 30 bis 33. Ich und der Vater sind eint. Dann hoben die Juden Steine ab, um zu steinigen. Jesus sagte an, ich habe ihn von meinem Vater viel gute Worte gewesen. Wer ihn wohnt von den Worten, weil sie mich steinigen. Die Juden sagten an, wegen ein gutes Wort steinigt wie die nicht. Aber wegen dort lasteren, und willst du ein Mensch bist, und die selbst zu Gott merkst. So hier haben wir dann Johannes Kapitel 10. Und dann müssen wir aber anfangen, den Versen durchzukommen. So, Jesus sagt, ich habe gute Worte von wem gewesen? Okay, so du meinst viel, wenn Jesus ein Wunder tut, wer hat ein Wunder getan? Gott der Vater. Das haben wir dann nicht verstanden. So Jesus sagt bloß, wenn ich ein Wunder tue, dann hat Gott ein Wunder getan. Dann geht er wieder, dann sagt er in den letzten Vers, weil Jesus fragte, wenn Wunder will sie mich steinigen?
Und dann sagt Jesus, sagen die Juden, na, wir wollen die steinigen, wenn du hast Wunder getan. Wieso wollen die den steinigen? Heute lastern. Und dort werden so schlimm mit Verbrechen. Jesus hat nicht bloß gesagt, als was, naja, was hat Jesus gesagt? Er hat ein Mensch auf Erde, aber der hat so klar von sich geredet, dass die Juden haben gehört, oh, du glaubst, du bist Gott. Das ist, was passiert wird. Tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Jesus bringt durch einen sehr interessanten Anfang. So der erste, im Vers 30, sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Und das für uns als deutsche Menschen, und ich will bloß von der für unsere Kirche reden, für uns ist das schwierig, na, wo kann Gott, der Vater, mit den Sehen eins sein, wenn du würdest sehen, haben wir irgendwie bloß falsch abgeführt. Aber wenn wir das sehen, verstehen, als da ist ein Check und der Schnitt von den Check und das alles Check, dann auf einmal was ich an, oh, Jesus sagt gleich, dass wir was anderes als Gott, der sagt, ich sehe Gott Glück. Wenn das sogar der Vers 33 erklärt sich selbst, die Juden sagen, du hast gesagt, du bist Gott, und das leif ich nicht, du willst mal wie die tot machen. So, da wir ein oder andere, entweder Lasterung oder Jesus ist Gott. So einfach ist das. So, wenn Jesus du sagst, somos uno, dann ist der Gottes sehen, Gott selbst. Wir werden wieder an derselbe Reihe von denken. Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. In dat woord werd Mensch en woont man ganz, en wie sahen, wo herrlich hij weer, eine Herrlichkeit, so als ein Vater seinem einzigen Sohn, der Jaff, voll von Genut und Wahrheit. Gut. So, what that der Sohn Gottes? Der offenbart Gott seine Herrlichkeit. Der Gottessohn, so ist Johannes 1,14 anzusagt, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Jesus offenbart ganz voll Gott seine Herrlichkeit. Und das ist einfach eine Dinge, was uns in der Sonderschule mit Pferdner verteilt, dass wir cool mit Jesus gehen. Ich will das Chapter so schockelt und Jesus zu schleip. Und die Jungs auf dem Chapter hatten so Angst, dass der Glauben ist bloß durch. Und dann steht Jesus ab, und ich weiß nicht, wo der seine Hände geluten hat, aber da sagt er einmal, wenn Jesus ist fertig hat, dann hält der Wind still und dort wird er lacht glasklar. Dort wir nicht bloß, wow, cool, wir sind hier mit Jesus taub. Gott selbst, wir haben das Chapter. Und er sagt, nicht nur, dann wir nur. Und der Jungs, der hat, ich weiß nicht, der hat kein Wort zu sagen, weil der an Gott seine Herrlichkeit gesehen. Und du wirst sagen, was ist das für ein Mensch, dem sogar Wind und Wutter gehorsam sind. Wenn wir uns nennen auf den Gottes sehen, dann ist es nicht verdammt, dass Johannes uns erklärt und sagt, die sehen, mit denen, was wir taub gehen. Du wirst sagen, dass du in dem Vers 14, wir haben den gesehen. Das meint, Johannes hat Gott gesehen. Und das ist so cool. Wenn ich nicht frage, aber noch kann ich besser werden. So. Stell dir vor, der Schrift und Brief zu seinen Freunden und sagt, weißt du denn Jesus, den? Ich ging mit dem taub. Ich habe ihn angeführt, ich habe ihn einen Abrazo gegeben. Und das offenbart Gott seine Herrlichkeit. Und das wir nicht bloß so von euch erfahren, dass wir, wow, Johannes hat erst den Besonderen getroffen. Krieg an dessen selben Ton, wenn wir du Vers 18 lesen, dann kommt du noch mehr mit B. Wer will du lesen? Johannes 1, Vers 18. Seine einzelnen sehen, der Gott ist und der günstig wie im Vater ist.
die have ons alles van am verteld. Sehr gut. So, in Vers 18 redet Johannes wieder, und dann sagt er, okay, Gott den Vater, den haft schon gesehen. Und dann erklärt er aber hingeran, dort, wenn wir Jesus gesehen haben, dann haben wir ihn gesehen. Okay? So, dann würde wir sagen, dort der Sehen revela a Dios. Wenn wir denken an Gottes Sehen, dann denken wir an dem, der uns Gott offenbart hat. Also, dann weten wir ein Teil davon. Und ich würde tragen meine Geschichte vom Cheek. Ich würde nicht den ganzen Cheek mehr bringen, aber wenn ich hier einen Cheek habe, und dann würde ich auch nur gut weten, von wo der Cheek herkommt. Nicht? Der Cheek schmeckt so, der riecht so und der hat so eine Klier. Das ist nur ein interessantes Bild, um anzuchecken, wenn wir denken an Jesus ging auf die Erde und der Jünger sahen den. Das ist nur ein Bild von wer Gott ist. So, wenn wir wollen Gott kennenlernen, dann brauchen wir Jesus kennenlernen, dann weten wir, wer Gott ist. Wenn Gott offenbart sich auf die Erde durch Gott den Sehen. Dann haben wir in Hebräer 1, Vers 1 bis 13, Hebräer 1, von Vers 1 bis 3, noch ein Text, was wir hier unbedingt wollen, bieten. Hebräer 1, von Vers 1 bis 3. Gott, der an vorherige Tiden verang und auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat, hat nu an diese letzte Deel durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat dazu bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem er an seine Ortenweise auch genau legt. Durch seine kraftige Wort trägt in unser Halt alles, was du hast. Er hat uns von den Sünden gereinigt und sich dann wie die rechte Hand von der Majestät am Himmel gesagt. Sehr gut. So, Gott hat sich auf viele verschiedenste Orten wie offenbart. Der hat durch die ganze Bibel, so wie einmal waren, du sind Propheten, du sind Channix, du sind all das interessante Dinge, wo Gott sich offenbart hat. Und dann sagt Hebräerbrief, aber diese Offenbarung, die war vollkommen. Wenn Jesus, el Hijo de Dios, raufkommt, dann sagt er, wir sahen seine Herrlichkeit und dann noch, die wir, auf Spanisch sagt er, y la imagen misma de su sustancia. Dort ist dann all nicht mehr bloß ein Engendrado. Das hat nicht mit einem Engendro zu tun. Das hat zu tun mit Gott selbst zum Rauf. Also, das ist nicht ein gemerktes Offenbarung, das ist bloß Gott selbst zum Rauf. Und daher offenbart Gott sich. Also schrieb ich hier so bei Hebräer an, Hebräer 1, Vers 1 bis 3, dort Essentia. Die Gottes sehen, als Gott, von Gott offenbart. Das ist so ein schöner Park von Jesus zu sein, Gottes sehen. Du ist noch einer, was wir hier tun wollen, den fängt in Johannes 20, 28. Da haben wir den Thomas, den Jünger, der durch Schwierigkeiten hat zu glauben. So, willst Thomas Jesus sieht. Und er hat sich dann eine Sache gemerkt, dass Jesus, wenn er Norven und hängt und sieht, dann sagt er, Thomas antwortet und sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist das Park von der Adoration. Das ganz Interessantste von dem ist, dort die Gottes sehen,
Da wird immer weiter offenbart auf alles so verschiedene Arten und Weisen. Aber jedes Mal, wo wir dort Wort fängt, Gott sehen, dann fängt wir dort wo du hängeran oder verabkommen, das ist bloß Gott ab ihr. Dann fängt wir aber auch noch mehr, sonst ist die Gelegenheit aus Thomas sehen, wo Jesus angebetet wird. Und das ist ein Ding, was so scheint es zu sein. Wenn man meint, dass Gott selbst noch Menschen Gestalt an der Jünger das Erde. Und da wir so verreich für die Jünger dann, aber das ist so verreich für uns von der. Gott hat sich geopenbart. Und wenn wir wollen wissen, wo Gott denkt, wo Gott handelt, was Gott von Menschen will, dann brauchen wir bloß Jesus kennenlernen. Dann wissen wir Gott, was Gott seine Einstellung als Mensch hat gegenüber. Weet je, dat ze früh, wat de Pfarrer Jesus in een feit slapen en zei, hey, wou dat ze früh mal doodschloen? Wenn dat is een Eihebrekersche früh. Dan sagt Jesus, oh, wacht mal ein. Wer von ihnen nicht sinnhaft, der kann Steiner klittern. Und dann verschwingen die alle. Und dann steht Jesus da und dann sagt er zu der Früh, ich verdamme die nicht. Gut sind dich nicht mehr. Dat is een beeld van wer Gott is en wat Gott zijn verlangen is voor die. Gott wil ons een nieuwe gelegenheid geven. Gott wil ons onze zinden vergeven. Aber dat beeld krijgen we rein bloos wanneer we Jesus kennenlernen. Wenn dat is Gott op ieder mank mensen. En dat je zo schijnt, Gott kennenlernen, als de Gott te zien. Dann haben wir nicht mal, erst wenn wir Gott gemerkt haben, auf ihr gestellt, dann ist es Gott als Ruf gekommen auf ihr. Und er lebt man ganz. Dann werden wir eben nur den Menschen sehen. So, wir wollen dann ganz genau, dass der Numm Gottes sehen, hat nichts zu tun mit, dass Gott hat Jesus gemerkt, dass Gott als Ruf gekommen. Gott selbst auf ihr. Menschen sehen ist ein so interessantes Ding in der ganz großen ersten Offenbarung von dem Wort, der finden wir in Daniel Kapitel 7. So, wir wollen nur Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 gehen. Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14. Und dann sah ich noch in meinem Traum, dass einer durch die Wolken kam, dem dort nur ein Mond leidt, des Mond ward dem vergestellt, dem seine Deo nicht zu teilen wären. Der jäuft dem Mach im Pracht und Kraft, in den Menschen von alle Völker, Länder und Sprachen beten am Ohn. Sein Reich zu regieren wird nie nicht zu einkommen, und sein Reich wird keiner übernehmen. Sehr gut. So, Daniel hat in Daniel Kapitel 7 diese Vision. Und dann fängt er an zu sein, dass du es in Menschen sehen. Und dann hat das Menschen sehen in großen Klumpen Beschreibungen, aber wir wollen uns von dir bloß diese drei rütholen, was wir hier in dieser Versen gelesen haben. So, das erste sagt er, und dann sah ich noch einen in meinem Traum, dass einer durch die Wolken kam. Okay, so, ich weiß, wir leben zu der Neuen Testamentlichen Zeit, aber das ist doch noch cool, dass Daniel sieht, dessen Menschen sehen, durch die Wolken kommen. Haben wir schon eine Ahnung, wer soll durch die Wolken kommen? das ist noch cool. Jesus in den Jünger stehen, dann nimmt eine Wolke Jesus mit einem Hecht, und was kommt der Engel zu der Jünger sagen? Der wird mit einer Wolke auf 3 kommen. Und Daniel sagt das. Aber das ist interessant, Daniel sagt, dass wir ein Mensch, die Menschen sehen. Und das ist eine so schmacke Offenbarung. Dann sagt er aber in Daniel 7, dass der hat eine ewige Macht. Eterno. So, das Mensch, dem wird beschrieben, nicht bloß als für ein kleines Stolzchen Herrscher oder vielleicht ein bisschen König, dort sagt er, ein ewig Königreich. Dort ist eine Beschreibung, was bloß Gott trifft. Die kann wir nicht von Gott losplagen, wenn bloß Gott ist ewig. Dann sagt er zuletzt, alle Völker waren am Dein.
Da hat sich nur unsere Offenbarung geschickt, wo er sagt, dass wenn Jesus was zurückkommt, dann werden sich alle schnell anbeten. Und dann wird er bloß einkennig sein. Die Menschen sehen gedeiht, die wird geboren in der Bibel, in Daniel 7. Und die wird durch in Daniel Kapitel 7 nicht aus ein gemerktes Auswort. No. Das ist ein Mensch, wen dort so Bild, was Daniel trägt. Aber das ist so beschrieben, so ist Gott. Also habe ich eine sehr interessante Art und Weise von Anfang mit den Menschen sehen, kennenzulernen. So vielleicht, wo wir sollen uns Daniel 7 abschreiben, dann sollen wir uns den mal fein durchlesen und uns die Frau fragen, kann ich mir das Bild im Kopf nicht schmelzen? Dass jedes Mal, wenn ich Menschen sehen hier, dass ich das Bild war, für meine Augen sei. Wir werden niemals mehr das Neue Testament so lesen, als wir es nicht haben. Wenn Daniel 7 offenbart uns Gott ab ihr. Und die Menschen sehen nun es nicht, dass Gott hat erst gemerkt, den ab ihr gestellt ist. Gut rat mal die Menschen. No, Gott selbst kommt rauf. In Markus Kapitel 2, Vers 10 bis 12, so habe ich diesen Titel frisch. Was war Gottes Sehen gebraucht? Menschen sehen. El Hijo del Hombre. Wer will du lesen? Markus 2, von Vers 10 bis 12. Aber dort wir weiten können, dort die Menschen in hier ab ihr die Kraft haben, Sinn zu vergeben, sehr halt zu den Gelähmten. Ich sei die, stu ab, nimm die den Bad und go nach Hus. Er stand ab und sein 19 Bad und ging gerührt, seit am all sein kann. Sehr gut. So, wenn wir in Markus Kapitel 2 lesen, da haben wir die Geschichte von diesen gelähmten Mann, wo die da starben. Und dann sagst du, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, also das Menschen sehen nun. So dass die dort wollten, dass die Menschen sehen, hat Macht Wort. Sehr gut. Die Menschen sehen, hat Macht Sinnen zu vergeben. Also, bloß Gott kann Sinnen vergeben. Das bedeutet mir so viel, dass die Menschen sehen, ist eine Beschreibung von einem Mensch. Und du musst vielleicht einmal ein bisschen zum Dachen kommen, wie was, ne? So, du bist auf einer Party, alle Unchis, und die haben gegessen, und Fisch, und Honig angedrückt, und dann auf einmal ist das Jesus durch, und dann sagt er zu diesem Mann, hey, deine Sünden sind vergeben. Und dann bist du verblüfft, so, oh, so du bist ein Mensch, und du bist uns Freund, und wir kennen die, und all diese Dinge, und dann auf einmal, nicht, sagt Jesus bloß mal, hey, deine Sünden sind vergeben. Aber das ist super cool, wenn ihr mich fragt, da kann ich besser werden oder so. Wenn dann auf einmal merkst du, dass dein Freund als Gott selbst. Und du hast mit dem Tag gewohnt. Menschen sehen, finde ich, als so ein interessanter Nun, um Jesus zu beschreiben. Markus 2, Vers 27 und 28 haben wir noch eine Geschichte. Wer will die lesen? Dann seht heute an, der Sabbat ist du wegen den Menschen, und nicht die Menschen wegen dem Sabbat. Denn du wegen erst den Menschen sehen auch über den Sabbat. Oh, so Jesus ist nicht Mensch, oder? Das, was du sagst, bitte je lesen oder das sagen. Dort sagst du, Jesus sagt, der Sabbat, das ist Jünger, nicht Mina. Wieso? Wenn das Gott so einfach ist. Und du merkst das interessant. Schau die fertig bist du mit, du bist ein Jude. Und Jesus ist ein Jude. Und die sind taub, du. Und dann sagt Jesus auf einmal, na, den Sabbat, das ist Jünger, nicht Mina.
hallo, wer bist du? Na, ich sehe Gott und er kommt. Ich sehe der Haar über den Sabbat. Das ist eine schöne Geschichte. Wenn wir in Johannes 4, Vers 26 und 27 lesen, dann wird wir dort Jesus, die Menschen sehen, als die Rechter. Dort sagst du, dort, ich werde ihn auf Spanisch lesen, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Also, Jesus ist der Rechter, und dort Rechter wat man echt beschreven, dort Jesus haft dort Rechter aus die Menschen sehen. Jesus hat schon mal gesündigt, als Mensch gehabt. Und daher wird sein Rechter beschrieben, als Menschen sehen. Weißt du noch, wo die Kinder dort einmal jetzt, wenn du sagst, du sollst nicht so tun, dann sagt das Kind, na, der das auch. Wenn ihr dort noch nicht wollt, dann habe ich noch schon ein Kind gesagt. Warum? Jesus ist Rechter. Und du wirst China Jesus mit dem Finger wiesen und sagen, du Deutsch auch. Wen ist Gott? Das ist eine vollkommene Geschichte, was wir so schmack bekennen können. In Matthäus 24, da habe ich die Geschichte, gerade was wir uns so lesen, dort Jesus fährt im Himmel. Und dann sagst du dort, Jesus wird auf nur sehr interessante Orten, wie es zurückkommt. Wer will du lesen? Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird die Menschen sehen, sie Tiken Himmel zu sein. Dann wollen alle Völker auf ihr jommerieren und sie wollen den Menschen sehen, ob die Himmelswolken mit Kraft und Herrlichkeit kommen sein. So, gut. So, den Menschen sehen sie zurückkommen. Und für sich als all was Besonderes, weil Menschen kommen nicht zurück. Aber das wird hier beschrieben, als dort die Menschen sehen, was raufkommt mit Macht und Herrlichkeit. Die Menschen sehen als nicht ein Mensch. Das ist nun, was wir brauchen zum Verstehen, dort Jesus Mensch wird, ab ihr, aber Gott an Vollkommenheit. Matthäus 24, Vers 31 und 32, werden wir uns auch noch lesen. Matthäus 24, Vers 31 und 32. Wenn die Menschen seine Herrlichkeit kommen wird, und alle Engel mit ihm, die wird auf seine herrlichen Thron setzen. Und vor ihm werden alle Völker taub kommen. Er wird die uit den eindelen, zoals ein Haar de Schub von der Bagdad. So gut, so der ganze Matthäus 24 ist ein schöner Text zum Lesen. Und wenn wir den Menschen sehen, kennenlernen, die Menschen sehen offenbart sich aus der, wer der Welt ist. Und der, wer der neundelt, und der, wer der rechten hat. Wenn wir uns am Neuen Testament angeben, dann vertraue ich, dass das ist eine Lektion, auch um bloß zu lehren, uns nicht lassen, am Baum abzujagen, wenn ein Wort. Als sie selbst so fertig in der Fall angefallen, dann lest erst ja mir im Vers werden, dann sagt er, du die Menschen sehen. Und dann, na, du bist ein Mensch. Und dann komme ich in Zweifel, wenn ich habe mich was gelehrt, die Bibel zu lesen. Warum abwägen? In keinmal eine Geschichte hineinplacken und du in den Mäden falsch retreten. Und dann sagt, na, setz dir mal, Jesus wie doch ein Mensch. Das ist arg. Und das verletzt uns. Und das merkt uns so viel an Biester. Wenn wir den Wort Menschen sehen, als so fängt, dann wird jemand für den Falsch allein rücknehmen. Wir müssen unbedingt die Geschichte horchen,
wo Jesus als Menschen sehen beschrieben wird. Omdat wir weten, was bedient, Menschen sehen zu sein. Wenn wir Gottes sehen lesen, dann müssen wir unbedingt den ganzen Tag lesen. Omdat wir weten, von was du redest, wenn du sagst, Gottes sehen. Wenn wir das wollen tun, dann wollen wir für so viel weiter in ehrliche Bewusst bleiben. Wenn wird sich Gott uns offenbart. Ein Wort oder andere Wort kann uns für uns so aufleiten. Das ist wichtig, dass wir uns das lernen. So, wenn wir das beides dann über den Topf stellen, dann würden wir sagen, okay, Jesus ist nicht bloß ein bisschen Gott. Das wird für Gottes Sehen durchsagt. Jesus ist nicht bloß ein bisschen Mensch. Auf Spanisch würde wir dort sagen, Jesús no fue parcialmente Dios, Jesús no fue parcialmente humano. Und Jesus wird nicht bloß ein bisschen Gott. Und Jesus wird nicht bloß ein bisschen Mensch. Diese zwei Dinge, die kommen taub. Und ich will Römer Kapitel 1, Vers 3 und 4 mit Ihnen taub lesen. Römer 1, Vers 3 und 4. Das Evangelium wir von ihm sehen, den Fleisch nu von David stammt, und dadurch, dass er vom Tod abstunden deut, haft er dadurch den Heiligen Geist in Kraft bewiesen, dass er Gott sein Sehen in uns Herr Jesus Christus ist. Sehr gut. So, der Römer Kapitel 1 ganz als ein Brief, wo uns die Autorität, die Macht von Jesus will feststellen. Und die Versen 3 und 4 ist ein sehr interessanter Taubkum von diesen beiden Nummers. So, das sagst du so im Vers 3, das Evangelium wir von Sinnen sehen, also das meint Gott Sinnen sehen. Und dann habe ich ein interessantes Entwicklung. So, im Vers 3 sagt er dann Hängeron, der Fleisch nur von David stammt. So, wenn wir uns an Menschen sehen, beschaffen, das hat zu tun mit Jesus seine Herkunft als Mensch. Und wenn wir an das Part wollen nennen, dann müssen wir unbedingt Lukas Kapitel 2 lesen, Matthäus Kapitel 1 und 2, dann wollen wir dort Jesus wie bloß euch so David sehen, wenn Jesus seine Mutter Maria und Jesus sein Vater Josef, die wir beide von David sind Aufstammung, und das ist eine sehr interessante Geschichte hängen. Aber Paulus schrift in Römerbrief, dann sagt er, als Mensch, naja, das stimmt, Jesus wird David sein nur kommen. Und das ist schön. Dann redet er aber wieder, wenn Jesus wie beides, Menschen sehen und Gottes sehen, sondern sagt er, und dadurch, dass er vom Tod abstunden hat er dadurch den Heiligen Geist an Kraft bewiesen, dass er Gott sein Sehen in uns Herr Jesus Christus ist. Oh, okay. So, wenn wir Gott sein Sehen wollen kennenlernen, dann bitte mir die Ostergeschichte zu kennen. Wenn die Ostergeschichte will uns sagen, dass Gott sein Sehen als Gott, wenn der Tod hat ihm nicht zu tun. Manche, wo kurzsichtig wir sind, wenn wir uns mit der Bibel beschaffen, und wir bleiben dann auf einer Stelle stehen, wenn du sagst, du Menschen sehen oder du sagst, du Gottes sehen. Wie man die Geschichte kann. Und wir wollen die Geschichte kann. Medi, dass du aus den Menschen sehen vollkommen kann. Wenn das David sie nur kommt. Und das ist der Messias, was uns versprochen worden ist. Und den war wir kann. Und Jesus war alles vollkommen erfüllt, was du sollst, nur Fleisch. Und weißt du,
Den Ostermorgens, weil es dort grof ladig war und die Jünger nicht wissen, wo die bleiben soll. Das ist nicht verdommet. Wenn ihr hat einen Mensch angelegt und der Mensch jeden guten Grof nicht. Und ob er dient, dort der Gott das sehen, als vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Und ob ihr so majestätisch, dort verändert, für immer, das Bild von Jesus. So mehr als dort uns die Nummer sollen Angst merken und sagen, wo sagt die Bibel so oder so von Jesus? Dann machen wir uns mehr in den Nummer chantellieren. Wenn ich glaube, die Nummer merken, Jesus sehen ganzen Tag bloß noch viel besser als was das nu wir. Ich will Jesus chantellieren als Mensch, wenn er wie ein Freund, der Rat, wenn er vertraulich wird, der Mitleid, der hat so viel Vergebung und all das ganze Ding, da wie Jesus, da wie Gott aber hier. Aber dann, wenn wir Jesus sehen, Wunder bechecken, dann ist es so schön. Wenn dann weiß ich dort Jesus für so viel mehr, so weit mehr, als was Menschen verstehen, begreifen können. Wenn Jesus sagte das mal, hey, weißt du, was würde es sein, wenn die eine Sinnwürde für Jesus sagen? Boom, rein von Sinn. Dann wird es so früh tun, wenn wir ganz schwer werden, hey, der war mir dort mehr. Dann sagt Jesus, hey, komm mal nach Haus. Dann fangst du von Flaschen an, wenn er kann dich vergeben. Dann leben wir auf einmal, wo majestätisch Jesus ist. Und dann ist Jesus so viel mehr aus, wo wir gewandt sind. Dann ist Jesus Gott ab ihr. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Aber zu beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du uns Vater bist. Dankeschön, dass wir die Bibel haben und Dankeschön. So Dankeschön, dass Jesus beehrt wird. Und uns die Möglichkeit gegeben hat, Gott chantellieren, vollkommen. Wir beten, dass wir wollen immer ein Jahrtritt verlangt kriegen, die Bibel zu chanten und dadurch im Glauben zu wachsen. Wir danken dir, dass Jesus beschrieben wird, als die Menschen sehen, wenn er weiß, wie Jesus wie vollkommen Mensch wird. Wir danken dir auch, dass Jesus beschrieben wird, als Gottes sehen, wenn wir wissen, dass Jesus vollkommen Gott ist. Wir beten, dass du durch dein Wort, die wirst du uns immer wieder und immer gerade offenbart, und dass du uns durch dein Heiligen Geist wirst die Augen von unserer Seele aufmerken, im Glauben an die zu wachsen. Wir beten, dass die Erkenntnis von deinem Wort uns überschwammen, so dass das Wort mehr wird. Das beten wir in Jesus' Namen.